Hallo und herzlich willkommen zu dem YouTube-Video. In den letzten Videos habe ich dir gezeigt, wie du mit AI kannst Bilder vergrößern und Videos vergrößern. Und jetzt habe ich gedacht, mache ich noch ein Video, wo ich dir zeige, wie du kannst ein Deepfake selber erstellen. Für das benutzen wir die Software Deepface Lab. Auf der Webseite kannst du einfach abscrollen zu den Releases und dann die letzte DirectX 12 Datei für dein System abladen, die du brauchst. Sobald das dann fertig ist, kannst du die Datei auch schon auf deinem System entpacken. Da du das Archiv nicht mehr brauchst, kannst du das auch gerade löschen. Jetzt können wir hier reingehen und jetzt seht ihr, da gibt es verschiedene Batch-Files oder Scripts, die wir laufen lassen können. Und es gibt noch den Workspace-Folder. Dort drinnen findest du auch die zwei Videos, die gerade mitgeliefert sind mit dem Programm. Das eine davon ist ein Video von Robert Downey Jr., wo wir dann eigentlich sein Gesicht nehmen und dann da auf das Video von Elon Musk drauf tun. Jetzt für das benutzen wir die verschiedenen Scripts, die es da gibt. Als erstes tun wir die Images von der Data Source extracten, also die einzelnen Frames in Bilder umwandeln. Da könnt ihr einfach 8 Frames per Second nehmen, weil ihr nicht ganz alle Bilder dazu braucht und so der ganze Prozess auch länger geht, falls ihr alle Frames dazu benutzt. Aber den Rest könnt ihr in den Default Settings lassen. Sobald das fertig ist, könnt ihr irgendeinen Key drücken, Enter, und dann können wir hier in diesem Ordner schauen, wo jetzt seht, dass alle Frames dort als separate Bilder abgespeichert sind oder extrahiert worden sind. Als nächstes machen wir nochmal das Gleiche, damals mit dem Destination-Video, also das Video, wo wir das Gesicht drauf tun. Als nächstes lassen wir dann das Skript laufen, wo alle Gesichter aus diesen Frames oder Bildern extrahiert, die es gefunden hat. Und das zwar auch wieder für unser Source-File und für unser Destination-File, das wir benutzen wollen. Als nächstes verwenden wir dann ein XSEG-Modell verwenden, ein vortrainiertes Modell, sodass es auch die Gesichter erkennt und auf die Gesichter trainiert wird. Anschliessend benutzen wir dann die Batch-Datei, wo wir probieren eigentlich das eine Gesicht auf das andere Gesicht zu trainieren. Für das müssen wir das Modell trainieren. Und jetzt da verwenden wir das Quick 96 Modell, weil das ist das einfachste, wo gerade mit Default-Einstellungen kommt, um jetzt zu zeigen in diesem Tutorial. Ihr seht, dass es nachher anfängt zu trainieren und probiert die Gesichter aufeinander abzugleichen. Das heißt, das einzelne Bild von der Destination probiert eigentlich das Source-Gesicht drauf zu mappen in dem Sinn. Und je mehr Iterationen das bekommt, desto besser wird dann auch der Vergleich. Ihr seht jetzt hier, ein Zeitchen später haben wir schon ein paar mehr Iterationen. Jetzt natürlich, falls ihr das viel länger laufen wird das Resultat viel besser. Was wir jetzt machen, nachdem wir das Modell trainiert haben, ist, wir mergen. Für das haben wir verschiedene Optionen. Wir können das Gesicht, die Color anpassen, dass es mehr auf den Körper, auf die Hautfarbe passt. Wir können das Gesicht ein bisschen blurren, damit die Kanten nicht ganz so scharf sind, damit man nicht so krass sieht, dass das Gesicht drüber gelegt worden ist. Wir können die Modis ändern, wir können die Gesichtsgröße anpassen und so tun wir einfach Einstellungen vornehmen, sodass das Resultat nachher am besten aussieht, dass man am wenigsten merkt, dass da ein künstliches Gesicht drauf kopiert worden ist, so in dem Sinn. Jetzt, wie gesagt, ihr könnt euch mehr Mühe geben und auch viel länger iterieren lassen. Ich zeige euch da jetzt einfach als Beispiel, darum mache ich relativ schnell. Aber nachher zeige ich euch vielleicht noch ein besseres Beispiel, wenn man sich ein bisschen mehr Mühe gibt. Nachdem wir all die Einstellungen vorgenommen haben und das Ganze dann mergt, auf alle Bilder sozusagen die Einstellungen übertragen, könnt ihr das Ganze dann auch als MP4 rauslassen. Und dann seht ihr dann ein Endresult, das ihr dann als Datei hier innen findet und könnt abspielen lassen. But life cannot just be about solving one miserable problem after another. That can't be the only thing. Jetzt habe ich euch noch ein Beispiel zeigen von mir selber, wo ich mir ein bisschen Mühe gegeben habe. Jetzt habe ich ein paar Sachen anders gemacht. Die sind weniger schnell, dafür sind sie dann ein bisschen besser. Wie ihr seht, habe ich hier den XSEG-Editor benutzt und dann muss ich eigentlich für jedes Frame, wo ich mein Gesicht benutze, tue ich selber einzeichnen, wo dann mein Gesicht genau ist.
Das mache ich für verschiedene Bilder mit verschiedenen Perspektiven, sodass das Modell dann mein Gesicht kann lernen und dann schlussendlich extrahieren von den Bildern. Das muss man dann natürlich fürs Source-Video und fürs Destination-Video machen. Dann tut man dann die Gesichter trainieren, dass das Modell schließlich auf mein spezifisches Gesicht trainiert ist und auf das Gesicht von Elon Musk, wo ich mein Gesicht drauf tue. Und dann habe ich nachher ein anderes Modell verwendet. Ihr seht hier das SAEHD-Modell. Und das tun wir dann auch laufen lassen. Ihr seht hier dann, dass das auf 100.000 Iterationen trainiert ist. Das hat mit meinem Laptop ein bisschen gedauert. Das braucht dann irgendwie 2 Tage oder so, wo wir es laufen lassen. Und dann können wir da das Ganze dann auch wieder mergen. Und jetzt zeige ich euch anschliessend noch das Endresult, wie es aussieht. But life cannot just be about solving one miserable problem after another. That can't be the only thing. There need to be things that inspire you, that make you glad to wake up in the morning and be part of humanity. That's why we did this. This guy called Tsiolkovsky, one of the early Russian rocket scientists, the great saying, Earth is the cradle of humanity, but you cannot stay in the cradle forever. It is time to go forth, become a star-faring civilization, be out there among the stars, expand the scope and scale of human consciousness. I find that incredibly exciting. That makes me glad to be alive. I hope you feel the same way. So, das wäre es auch schon gewesen. Ich hoffe, das Video ist jetzt interessant gewesen für dich. Ich wollte dir einfach einen Einblick geben, in wie man so ein Deepfake-Video erstellt und wie viel Aufwand oder Rechenleistung, Zeit da eigentlich dahinter steckt, um so etwas zu machen. Ich hoffe, es ist interessant gewesen und vielen Dank fürs Schauen.